ich hab sehr wenig gewusst, wegen sei jiddischer Sprache, sei jiddischer Literatur, sei jiddische Traditions. Und ich erzähle es in meinen Artikel und erzähle es Ich bin schon gewesen ein jiddischer Lehrer. Ich habe schon angehoben lernen mit Kindern und Erwachsenen. Und es ist gewesen in Mitte September, in sehr schönem Tag, und ich spaziere auf der Sholom Aleichem Gas. Unser Hauptgas in Birodizhan heißt Sholom Aleichem Gas. Man hat gegeben dem Namen in 1945. Und ich spaziere und ich treffe Bekannten, was begrüßt mich und was wünscht mir einen freilichen Yom Tov. Und ich gucke auf ihn mit den Augen, also wie ist ein Mischugener, und ich frage, Tamavate, was meinst du, was für ein Yom Tov? Bis Oktober Revolutionsentag ist schon mehr wie ein heute. Was ist Yom Tov in Mitzkederin? Und sagt, weißt du nicht, dass heute ist ein jiddischer Yom Tov? Und ich frage, was ist ein jiddischer Yom Tov? Und sagt, heute ist Rosh Hashanah. Du weißt nicht? Und ich frage, was ist Rosh Hashanah? Und ich damals 28 Jahre alt, schon ein Lehrer von Yiddish. Das erste Mal in meinem Leben habe ich gehört das Wort Rosh Hashanah. Wohnendig in einer so gerufenen jiddischer autonomer Gegend, und ich habe sicher gewusst, als ich bin Yid, und ich bin gewesen stolz, also ich bin Yid, weil Karl Marx ist gewesen Yid, ja, als Welt-Schachspielers, Championen, seinen gewinn Jiden. Und dafür bin ich gewinn stolz, dass ich bin Yid. Und ich bin aufgewachsen in Birodizhan, nicht viel in die Antisemitismus. Und das ist zu lieb dem Fakt, meine ich, dass es dort ist eine Sache gemischte Hassenes. Und noch eine positive Beziehung zu Jiden, zu lieb verschiedene Sibes. Noch ein Inzident mit Rosh Hashanah, das ist gewesen für mich stärker wie ein physischer Klapp, weil ich habe verstanden, dass ich lerne eine Sprache und kein Inhalt. Und ich weiß gar nicht, wegen meinem Volk, wegen meiner Tradition, wegen meiner Literatur, wegen meiner Geschichte. Und das hat mir gegeben einen Stoch, sich lernen und lernen und lernen, was mehr und mehr. Aber ich konzentriere mich auf der jiddische Sprache und Kultur, besonders Literatur, Poesie, weil es ist sehr groß. Es ist jiddische Literatur ist nicht zu glauben, man kann es jetzt haben in virtueller Form, dank nationaler jiddischer Bücherzentrale. Von deswegen es ist es so riesig und so schön und so tragisch und so prächtig, was ich bin verliebt in ihr und ich will sie forschen und lernen, ich meine, bis meinen letzten Tag.